Wille, hörst du das? Hörst du das? Kater zum Morgen, 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 Kater zum Morgen. Wille, der nächste Artikel ist ein bisschen traurig, finde ich. Ja, was ist denn der nächste Artikel? Es geht um fette Kinder. Aha. Was ist immer mit diesen fetten Kindern? Ja, wirklich. Hast du gewusst, weil die haben hier Daten erhoben von 30'000 Kindern in 11 Kantonen und 4 Städten? Und was ist denn mit anderen Kantonen? Dort verstecken es wahrscheinlich die meisten, weiß auch nicht. In der Grundschule 11%, in der Mittelstufe sind es 18% und in der Oberstufe sind fast 21% der Kinder übergewichtig. Also immer mehr. Es ist zwar in der Schweiz ein bisschen besser geworden. Die Gesundheitsförderung Schweiz wertet das als Teilerfolg. Das ist genau so ein Erfolg, wie wenn du 5 Minuten aufs Laufband gehst und danach eine fette Pizza reinpfefferst. Wirklich. Ich schwöre. Ich finde, die Situation sollte sich wirklich ändern. Weil jedes Kind verdient mehr als einfach noch ein paar Prozent Hoffnung. Wirklich. Ja, wirklich. Die PH Graubünden vermeldet dieses Jahr Rekordzahlen. Aber warum ist das eigentlich so? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht weiss es unser Aussenkorrespondent, der Phil Taylor. Mandalas malen, seinen Namen tanzen oder Tiere nachmachen. PH Graubünden verzeichnet dieses Jahr Rekordzahlen. Genauer gesagt sind es 635 Studierende dieses Jahr. Aber wieso ist das eigentlich so? Wir sind jetzt hier an der PH Graubünden, um genau das herauszufinden. Wie heisst du? Luca ist mein Name. Luca. Luca, genau, mit Ü. Wie Kater zum Morgen. Das Jahr vermeldet PH Rekordzahlen, es sind mehr Studierende als je zuvor. An was liegt das, denkst du? Teil ist sicher natürlich wegen uns Dozierenden. Das ist jetzt natürlich ein Punkt. Hey, ich bin erst gerade hier angekommen. Ich bin noch völlig in der Anfänge. Ich weiss noch nicht genau, was. Zum Beispiel das Mittagessen, so etwas, ist natürlich auch sicher ein Grund. Wenn man gut genährt und gut ernährt ist, dann kommt man auch gerne zu uns. Ein bisschen tanzen, fühlen. Hast du schon mal deinen Namen getanzt oder so irgendetwas? Nein, meinen Namen habe ich tatsächlich noch nie getanzt. Dafür bin ich schon in der 3. oder 4. Woche Bäume umarmen. Das habe ich schon erfüllt, aber meinen Namen habe ich jetzt wirklich noch nie getanzt. Namen tanzen? Ja, ab und zu, ja. Mit Knetti spielen, was auch immer. Tiergeräusch. Haben Sie das mal gemacht im Unterricht? Oder? Schon, ja. Ja. Ich bin auch wie ein Frosch rumgekommen und habe gewagt wie ein Frosch. Nein, Mandalas noch nicht. Okay, Mandalas in dem Fall noch nicht. Nein, vielleicht kommt das im 3. Jahr. Ja, ist zu schwierig für das 2. Jahr. 59, 460. Das sind schon viele Studierende da. Würdet ihr PH empfehlen an anderen Leuten, so angehende Studierende? Hey, immer wenn ihr euer Gehirn ausschalten könnt, sind ihr da richtig gut dabei. Ja, kommt weiterhin zu uns an die PH. PH Zürich? Nein, PH Graubünden. Bündnerland können auf Kur kommen. PH sind ziemlich cool. Ich meine, Bäume umarmen, Mandalas malen und 13 Wochen Ferien. Wer will das schon nicht? Darum zurück ins Studio. You're searching for the best kebab in Switzerland? Ist das der beste Döner von Schaffhausen? Hey, Maureen, eigentlich wäre es hure geil, mal so einen Döner-Test machen. Wäre schon geil. Ja, aber also, gibt es da irgendeinen Expert oder wie macht man das? Ob es einen Expert gibt? Natürlich gibt es einen Expert. Wir haben einen Döner-Review-Expert. Einen Fachmann in der Kunst vom Dönerspieß. Mit Fachausbildung in Soziologie eingeladen. Der Janic Adana. Expertencheck mit Jene. Hey, ciao Jungs! Hey, was läuft? Ciao! Jungs, willkommen in der Dönersphäre. Ja, danke. Janic, erzähl mal, wie läuft so ein Döner-Test eigentlich ab? Hey, ich sage euch, bevor ihr einfach reinbeißt wie so ein hungriger Praktikant, nein. Es gibt Regeln. Schreibt euch auf. Döner-Tests ist eine Wissenschaft. Das heisst nicht einfach nur, ich habe Hunger, wir gehen rein. Nein. Das ist sensorische Fleischaromatik in Rotation. Und wie fängt man denn so etwas überhaupt an? Zuerst machen wir eine kleine Einführung, um euer Publikum abzuholen. Ihr sagt so irgendetwas wie so: «Jo Leute, wir sind da in der heiligen Dreifaltigkeit von Fleisch, Fladen und Fettsoße beim Rheinkaffee.» Dann braucht ihr einen Catchphrase. Das ist so euer Markenzeichen, euer Dönersiegel, wenn ihr so wollt. Könnt ihr zum Beispiel etwas sagen wie so:
Egal ob Rind, Huhn oder Lamm, Hauptsache Drehmoment. Oder mein persönlicher Favorit, ich kaufe die Wissenschaft. Ja, und was kommt als nächstes? Ja, dann kommt die Döneranalyse. Ihr müsst euren Kebi, euren Dürüm mal so richtig gut anschauen. Weißt du, so, fast so ein bisschen verliebt, weißt du, so ein bisschen Augen blinken lassen. Und dann sagt ihr so etwas so, wow, die Fladenstruktur. Aussen schön knusprig, aber nicht zu mutig. Und dann zum Beispiel noch etwas wie, boah, geiler Fleischspieß, solid vertikal, ein bisschen Mut zum Fett, aber auch nicht zu übertrieben. Und dann endlich mal reinbeissen. Falsch! Vor dem Biss kommt zuerst noch der Soßentest. Ein richtiger Dönerexperte nimmt so den kleinen Finger, nimmt so einen kleinen Tropfen von der Soße und schlägt dann ab. Und dann kannst du so etwas sagen wie «Voilà, Bruder, cremig, aber mit Vertrauensproblem». Und erst dann darfst du reinbeissen. Aber bitte mit Technik. So schön 45 Grad Winkel. Nicht zu hastig. Nimm dir ein bisschen Zeit. So ein bisschen wie beim ersten Date. Steckst du an die Zunge rein. Ja, und wie bewertet man das Ganze denn? Ganz einfach, Brat. Du gibst Punkte in 3 Kategorien. Kategorie 1 – Brotperformance. Ist knusprig oder mehr so Dienst nach Vorschrift? Kategorie 2 – sozialer Soßenmix. Weißt du, so harmonieren die Kulturen von Cocktail, Joghurt, Chili oder ist mehr so Bürgerkrieg? Und zum Schluss, 3. Kategorie, Fleischidentität. Weißt du, siehst du noch, was für ein Tier war? Darum merkt euch meine Kebabs. So ein Test ist kein Genuss. Das ist Leidenschaft in Alufolie. Wir wissen, es ist ein bisschen spät. Aber thematisch zu Döner hätten wir dann noch einen Vorschlag für die neue Banknotenkollektion. Hallo miteinander. Das ist euer Pippo, der Rescue Helisporter Pippo St. Gallen, Switzerland. Maureen, mein Vater hat gesagt, es gibt 3 Sachen, die fix sind im Leben. Tod, Steuer und dass Krankenkassenprämien jedes Jahr steigen. Ich bin halt noch ein lebendiger Student, darum ist erst eine von diesen 3 Sachen eingetroffen. Weil dieses Jahr steigt die mittlere Krankenkassenprämie um 6%. Und verglichen mit 1999 ist die durchschnittliche Prämie um 185% gestiegen. Heimatland! Ja, und dabei haben wir schon mehrmals darüber abgestimmt. Und fast alle Initiativen, die auf tiefere Kosten abgezielt haben, sind gescheitert. Ich fühle mich ehrlich gesagt einfach machtlos. Ja, da bleibt nur noch etwas übrig, nämlich Prämienverbilligung beantragen. Ihr seid doch auch alles arme Ameisen wie mir. Schickt das Formular einfach ab. Schaut in der Beschreibung, dort haben wir den Link zu jedem Kanton für euch gesammelt, zum Prämienverbilligung beantragen. Jawohl, das sagen wir etwas. Jungs und Mädels, ich hoffe, ihr seid fleissig am Romanisch lernen, weil für nichts machen wir das nicht. Weil jetzt kommt das romanische Wort vom Tag. Yes! Und heute, thematisch wie immer passend, das Wort ist Fetzkind. Wie heisst es auf Romanisch? Das Wort heisst «Afon Gries». Ha, spannend. Auf Schwedisch heisst Gris Schwein. Das passt ja wie eine 1,5 Liter Colaflasche auf den Kindergeburtstag. Hey, ciao zusammen! Moins!